Kapitel 16. Greene Apel. De beste weg en je vallen met mensen te was is en respect te wijzen. Jeder einer wel respektiert zijn. Weißt du nicht ook? Wenn du die respektiert fühlst, maakt die dat moed meer te doen en meer te zijn. Dat maakt die goed veilen. Respect is ook ontreikend. Du bist nur die je traken, die du respect geefst. En wenn du andere respect wijzen des, sind sie ook naar die je traken. Jeder einer gleicht, wenn wir freundlich checkt en ontreikend laat, wo mensen sind het dalste naar die je traken. Die en maken goed veilen over zichzelf. De waarheid is, dat ver du mensen respect geven is en respect je wens, worden ze er harte niet opmaakt te wat du te zeggen hast. Ik geloof niet dat we als Christen worden wo stolz ik dat eenmaal hiert van ons, wie weten wie zijn recht, en wie zei wie haar alle antwoord. Wie in de Bibel ist sie onze autoriteit. Aber today, die noch nicht die Bibel vertrauen, laat ons dringend en schuvend en zoals wann we nicht dulden kunnen. Da kann ze laten als wann we proben te wijzen wo klug we zijn, en wo onklug zij zijn. Wann we eenmaal respect wijzen voor onzicht, laat ons vergenomen no hoogmoed, en dat trekt mensen zeer auf. Een van de beste wegen respect te wijzen, is meer te horen als te vertalen. Wanneer du mensen hoort, wijst dat du hem levens wat droomjafs en aanzicht en geloof respect wijzen kost. Während zij geloof en levensgeschichte meedelen, wordt Heilige Geest die eine opene der wijze, die geschichte vertalen. Die persoonlijke geschichte van wer Jezus te die is en wat hij in die leven gedaan heeft, is onendlich veel krachtiger als irgendein strijd jemals kan zijn. Toen geestlich van doos worden, moet du en je vallen met mensen wassen. Dat meint respect geven en respect terugkrijgen. Maar du mocht eerst met de wassen hindernissen overstaan. Respect eerst. Een hindernis zum Respect opbouwen bij anderen is dat veel zijn wie onrespectvol, ohne dat we dat aanhoren. Wenn wir einen Stab Tee nehmen und die Erholung durch die andere Person uwe zijn, kann ein großer Unterschied machen. Zum Beispiel, mehrere von meinen Freunden von Asien haben mir vertelt, wo schwer und dat wir in ihrer Kultur ihre Lebens nach Christus zu geben. Einige Christen haben so Gott gesagt, dass sie müssen ihre Familie religiöse Verbundschaft ganz aufschneiden. Zum Beispiel so, dass ihre Verführers anbeten. So wat wir da machen. Dat is so, dat du nicht kannst Gott en deine Verführers zugleich anbeten. Aber das so gut meinende Menschen worden keine Hulp gegeven, wo sie sollen wegwegen von ihrer religiösen Tradition. En das steht worden gesagt, sie sollen sich von alle Familientoekomsten aufschneiden, wat met dit te doen hadden. En als sie dat deden, worden sie von der Familie ook uitgesloten, wegen die Traurigkeiten, die sie verursachten met dit. Ik zei bestimmt nicht, dat het een dood is die Verführers aan te beden, aber einige van mijn vrienden sloten zich met het probleem op een vandaagse weg te handelen. En er steht zich ons van ihre families af te snijden, en daarmee ook alle gelegenheden en van Christus te vertalen af te snijden, deden ze alles wat ze kunnen ihre Verführers te eren, ohne end aan te beden. Een man vertelde me door, dat als zijn Führer gestorben weer, deed hij alles wat van hem was de älteste zijn verlangt weer, aber hij ändert de weer in bed, zum zei wo zei hij zijn Führer respect wijzen wil, en am verval eren wil, ohne am aan te beden. Dit leidt hem zijn verhältnissen met zijn familie te houden, en geeft hem daarmee ook de kracht, en van Jezus te vertalen, en end te reiken. Wanneer ook tijden zijn, wanneer we maten voor Christus staan, sogar wanneer dat vervolging brengt, so bruk we ons aber nicht noch anstrengend um die wegschuiven wat nicht in ons Glauben stonen. Dat is meer so, als wenn einige Christen sich geistlich erfeilen, wann verspart wordt. Vielmal haben wir sehr wenig gedaan, um diese negative Reaktionen zu erglauben fertig. Reich gesagt, dat wir unbedacht oder respektlos gewesen sind, dat is vielmal die Ursache für Spatterie gewesen. Menschen brücken nicht unsere Kultur annehmen, zum Jesus annehmen. Wen dat geestlich van de leven op andere Respektweise gegründet ist, ist dat de beste Weg, de goede Nachricht naar andere Länder,
naar andere culturen en mensen van andere religionen te brengen. Dat vangt aan met den onderscheid zijn tussen het christentum en de cultuur. Vele christen, wanneer zij probeerden mensen voor Jezus te rekenen, hebben grote fehler gemaakt in dit. Zum Beispiel, zoals de missionaren probeerden de Indianen in Noord-Amerika te rekenen. Wie ganz recht. Deze slecht geleerde missionaren dachten dat ze moesten deze mensen van ihre cultuur wegrieten, om hen te rekenen. Zij bemoesten ihre Europäische cultuur aan te nemen en ook ihre ene religieuze Regeln. De Folge davon sind sehr schlecht geweest. Menschen brauchen nicht unsere Kultur annehmen, zum Jesus annehmen. Vielmehr weit wie nicht der Unterschied. Und wir klampen ans Glauben en onze Kultur en sogar onze politische Ansicht alle top in ein Paket an. Wenn wir das tun, drehen wir viel Menschen vom Glauben weg. Und die, wenn wir beeinflussen können, haben wahrscheinlich unsere Kultur angenommen lieber, als dass sie mitgeführt haben, Christus anzunehmen und mit Gott zu leben. Aber wenn wir mit Heiligen Geist schaffen, wird uns weisen, wo Jesus nur irgendeine Kultur zu bringen, op zijn weg, die verehrt von Dauers ist. Zum Beispiel, was wirst du zu einem Mann, wenn eine andere Kultur sei, die sein Leben an Christus gegeben hat, aber Feier frühes hat und auch Kinder hat mit jeder Früh. Wer er sein Leben an Jesus gegeben, macht es seine ganz normal gewesen für ihn, Feier frühes zu haben. Nu wat, soll er sich eine Familie wählen zu holen in der eeuwige Rutschmied? Wat wenn eine Person, die sich haft operieren lässt, zum ein anderes Geschlecht war, wat wenn der Jesus annimmt? Wird wie die Person sagen, sie soll sich nu terug am anderen lassen? Das sind schwere Fragen. Und ich sage nicht, dass ich alle Antworten habe, aber ich weiß, dass alle, die Jesus leben und Arm annehmen, auf den rechten Weg abkommen. Und wir müssen alle taub wassen und lehren. Wir fangen an mit Menschen, so sie sind, und da wo sie sind. Und door Respekt te wezen. Keine wirkliche geistliche Arbeit ist möglich, ohne das Grund. Da sind Tiden, wenn es nötig ist, eine klare Lehre zu tragen. Aber wir müssen uns terugholen von Menschenrechten, Lehren von Jesus. Dann geht im Stich und lass Heilige Geist schaffen. Vielleicht nicht der Greene Apel. Mir ging der erst einmal sehr schön, mit Menschen über mein Glauben zu streiten. Ich had immer eine Antwort reid, wann mir wer vroeg en ich dann gewöhnlich beweisen kann, dass ich reich wäre. Aber über die Jahre wurde ich gern, dass diese Streiterei brachte, dass zu mir niemals bedeutet, dass Menschen Jesus annehmen. Über geistliche Sachen zu streiten, hat mehr mit uns Größe zu tun, als mit ein wirkliches Verlangen, Menschen für Jesus zu erreichen. En die mensen wat wel over die Glauben strijden, zeker zich gewöhnlich bloß nur eine Person zum strijden. Sie sind nicht bereit, in Verhältnis mit Jesus anzufangen. Und da wein hier ich auch ab, mit Menschen zu strijden. Und da steht, sei erkennt, dass erkennt, als eine Person annehmen und rechnen handelt zum Freund sein. Ich kann es nicht bematen, dort zu glauben, was ich glaube, und ich will es nicht bematen, aber wir können danach Freund sein. Ich nenne diese Menschen Greene Apel, wenn sie nicht bereit sind, Jesus anzunehmen. Hast du mal geprüft, den Greene Apel aufzublicken? Wenn du dann redest, weicht die ganze Ast oder bricht sogar auf. Wenn du nicht vorsichtig bist, wirst du den ganzen Ast aufbrechen. Du kannst die Fruchtschule andauern, bloß von sie sehr rieten. Das ist leicht, das so dort zu tun mit Menschen. Wenn sie nicht bereit sind, ihre Lebens nach Jesus zu geben, halbt das nicht in einer Druckstahl. Da können sie gar Schuld tun. Vielmal fehlen wir so, wie müssen das durchführen, wenn wir uns Glauben mitteilen mit jemand. Wir fehlen dringend über die Ewigkeit und welche haben sie sollen nu geraten worden. Einmal macht das zu laut sein. Wir fehlen so, wir sollen irgendwas in alles tun, zum einfach durchkriegen, dass sie Jesus annehmen, diese Minute. Wenn das auch fein ist, dringend zu sein, uns Glauben mitzuteilen, aber halt danach im Denk, wo Paulus das Evangelisieren verstellt. Ich vergleiche das mit ein Garten. Ein geplanter Resort, andere wässern, und noch andere nehmen die Ernte an. 1. Korinther 3, 6. Das Evangelisieren ist nicht nur Arbeit für einem allein. Und wir tun das auch nicht an der Wahrheit. Wir tun das aus einem Team, aus einer Gruppe, alle top. Und das braucht viel mehr Zeit,
Wenn wir in Himmel kommen, wo wir zijn, dort die, wenn wir naar Jezus geleid haben, sind wirklich durch viele Menschen über die Zeit erregt worden. Wenn du mit Heilige Geist verbunden bist und aufmerksam bist zu der Ramdi, wirst du viele Gelegenheiten finden, eine Rolle zu spielen an andere Menschen ihre Erlösung. Jesus sagt, der Arndt ist reid zum Ernten, Johannes 5,35. Da sind viele rode Apel in der Welt, reid zum Plekken. Wenn Heilige Geist am Verrüt ihre Harte reid gemacht hat, in der Arbeit, wat viele andere al gedaan haben, brukst sie nu bloß noch ein kleiner Schubs nach Jesus geben. Andere sind aber noch klein, nicht reid zum Plekken. Respekt dat. Anerkennt ent, dien benemen met ent, sogar wenn je niemals von Jesus vertalen, kann ein Put sein, von wo sie reid war, ein Dag, die Entscheidung zu machen, Jesus anzunehmen.